Es Gesindheit. Shalom Aleichem. Ich bin Rukhl Schaechter. Und ich bin Jochnowitz. Seid barista in unser Kochprogramm Es Gesindheit. Das heutige Programm wird unterstützt von Cherry Herring Likör. Und sie kommt bald unter Jontef Hanukkah. Freilich Hanukkah. Freilich Hanukkah dir. Es haben wir angebracht ein Gast Hey. von Washington. Ja, hi. Leana. Hey Leana. Sie wird uns helfen, weil will machen die Latkes. Ich will machen die Punchkes. Ich will machen die Maschke. Das finden wir gut. Das lassen wir unheimlich mit den Latkes. Sehr schön. Ich habe schon alles zerschnitten und gedreht zu machen, das Leben gering, nutzen wir eine Speismaschine. Die von euch, was will nutzen, eine Riebasen, noch ein Taste. Aber wir nutzen die Maschine. Die schälst nicht auf die Kartoffel? Ja, richtig. Ich schäle nicht auf die Kartoffel, weil der gesinnste Teil von der Kartoffel ist gleich hinter den Schulachts. Wir machen die Kartoffel ein mehr, weil das gibt einen süßlichen Tarn. Für die von uns, die können nicht essen, zu viel Salz, ist das gibt sie Tarn in ein Zwiebel. Jetzt lassen wir warten. Jetzt haben wir eine Schüssel. Wir gehen alles Ding heran in der Schüssel. Gewisse Sachen sind noch in große Stücke. Es geht das Ding noch einmal. Die größeren Sachen kannst du später hacken mit der Hackkehle. Richtig. Von der Speismaschine. Ja, ihr darf nutzen. Ihr könnt nutzen eine Hackkehle, ob ihr wollt. Aber ich nutze das mit der Leche. Das rief mir eine Reibkehle. Jetzt haben wir unsere zerriebene Kartoffel, Mehl und Zwiebeln. Und jetzt darf man heran 3 Eier. Du schluckst nicht auf die Eier? Nein, ich mische das alles Ding aus mit einem Mal. Also spürt man sich an ein bisschen zart. Ja. Und ein Löffel Salz. Und ein halber Löffel schwarze Pfeffer. Es ist möglich, dass ich will öfter werfen haben noch ein Ei, weil ich habe genutzt große Kartoffeln. Und ein halb Teppel Matzemehl. Für was sind in Latkes und Punchkes darf traditionell keine Zeit? Ja, versteht sich zu lieb, man darf kochen Sachen mit Bäumel, was der Montins in den Bäumel von dem Beis am Yiddish, was hat gekannt dann in der Lehre einen ganzen 8 Tage. Jeden in der Alter daheim haben nicht gekocht so oft mit Bäumel. Gewöhnlich haben sie genutzt Gänsenschmalz. Oder Bitte, ob es gewähnt Milchigs. In der Zeit von Jahr hat man geschochten die Gänse und in der Zeit von Jahr hat man gehabt mehr Gänsenschmalz. Aber nicht. Aber so mit Schmalz kann man nicht essen mit Smetana. Das ist mit Latkes und Smetana. Jetzt sind wir bereit zu prägeln die Latkes. Ihr dürft unheizen die Petelnie mit heißen Bäumel und dann noch heran löffelweise das Gemisch. In Beschaß, Eve hebt in die Punchkes, weil unheizen Bäumel für ihr und für Punchkes darf man eine Sachbäumel. Ich habe viele nicht genügend Fleisch, ich darf nehmen noch ein Fleisch, weil das darf sein ein Drittel von dem Fentel. Wenn der Bäumel ist gut heiß, hebt du in löffelweise heran das Gemisch. Macht das Feuer ein bisschen kleiner. Wenn ihr seht, dass es wird schon braun von hinten, dreht es über. Oh, guck wie schön.
Als Rukhl prägelt auf die Latkes, lassen wir schon machen die Punschkes. Nehmt a 4 Teppel Mehl, 4 mit ein halb Teppel Mehl, und gibt sie a Löffel Backpuder, a halb Löffel Backsoda und a halb Löffel Salz. Mischt es aus. Tier rein 3 Eier in a großen Schüssel. Gießt sie 1 Teppel bräune Zucker, es kann sein hellbräun oder dunkelbräun, wie ihr versteht. Und mischt es sehr gut aus. Nutzt eine Mischmaschine, a 5 Minuten. Jetzt gibst sie a halb Teppel Maslinke. Es kann nicht sein Stammmilch, aber es ist ein Sachgeschmacker mit Maslinke. Ein Löffel Vanille und ein halb Teppel zerlassene Butter. Gibt sie ein Viertel Löffel Muskat. Das ist ein Muskat. Ich habe lieb zu reiben einen ganzen Muskat. Jetzt kann ich gefunden, kein ganzer Muskat. Ist abgemahlene Muskat ganz gut. Gibt sie euch Schollichs von 1 Limone. Das kann man euch reiben mit demselben Ribbeisen. Als Menschen haben Meure zu machen, Punschkes in daheim, weil sie haben Meure anzuheizen an so viel Bäume. Aber es ist ein so Geschmack, wenn man prägelt auf die eigene Punschkes. Die heimische Punschkes sind so viel besser wie die industrielle. Mischt weiter, geht aus. Und gibt sie das Mehl. Gibt sie euch 3/4 Teppel Kabak. Waschit den Tonbank mit Mehl, waschit von der Seite, nicht von oben. Und walge raus das Teig. Die Latkes, was Rukhl macht, soll schmecken sehr Geschmack. Na dann. Als es walgert aus der Punschkes, prieb auf wie viel es ist möglich, sie auszuwalgern gleichmäßig. Weil sie wollen sich prägeln und sie dürfen sich gleichmäßig prägeln. Den Teig mag man drehen, aber den Walgerholz nicht, Walger nur von einer Richtung. Bis ein halb Zoll, gleich mache ich ein halber Zoll. Da habe ich ein Glas mit was zu schneiden die Punschkes und das Deckel von einem Salzmesser mit was zu schneiden die Löcher. Punschkes mit Löcher prägeln sich ab gleichmäßig. Stellt die Punschkelech mit den Löcherlech auf ein Bäckele und bringt sie zum Oven. Wir sollen sie prägeln in Bäumel. Der Bäumel, in welchem wir prägeln die Punschkes, darf sein sehr heiß.
an 375 Grad. Ich habe nicht kein Thermometer, aber ich habe ein kleines Tegele und es tanzt schon, ist der Bäumel schon genug heiß. Hier rein die Punschkes, 5 oder 6 mit einem Mal. Sie sollen haben genug Platz. Sie sollen sich gleichmäßig pegeln. Dreh sie bei über. Sie sollen werden goldenbraun von beiden Seiten. Ah, sehr schön. Als sie sind schon goldenbraun, nehmt sie schön heraus. Legt unter ein Tetzel mit ein bisschen Papier. Jetzt wird Leana ins Vasen, wie soll, wir können sie gräten, Maschke für eine Hanukkah-Simche. Ich kenne Leana, sind sie geboren geworden. Und sie ist als ein lebendig Mädel, also ich habe gedacht, dass sie war gewesen der passigste Mensch zu machen in seiner Maschke. Aber undreck, richtig? Und nicht du kannst pushen, was du willst. Okay. Was wir wollen machen, Hand, ist wir wollen machen einen kalten Cocktail und einen heißen. Und die sind die kalte, sind ein bisschen tropisch, ist für Winter verbringen, kann man sich fühlen, als man es irgendwie warm. Ist das ist gemacht von 2 verschiedene Sachen? Ja, ist der, sie beide haben mehr oder weniger dieselbe Sachen. Ja, ich habe es lieb zu machen, oder mit Moscato, oder mit Champagner, aber Moscato ist ein bisschen süßer und ich meine, das ist, was ich will nicht sehen. Gut, weil wir wegnehmen den Champagner. Okay, haben wir nur. Ist für den Cocktail, was wir wollen dürfen, ist Karschen, Healing Cherry Liqueur, Moscato, ich habe lieb die Bartenura, als auch Menschen kennen es, und ein bisschen Pomeranz, und Zitrin, wo es soll es den Schein beim Saft. Die erste Sache ist, man nimmt Karschen und man wartet rein in Glas. Also. Sie darf nicht eine Sache, aber Leute, was du hast lieb, kannst du beschließen, wie viel du willst nutzen. Und man nimmt ein Steißel, zu quetschen ein bisschen. Man will es nicht zu quetschen zu viel, weil man will noch, dass es so ein Stückchen von der Karschen. Aber das Sibbe, was mit zerquetscht ist, also, ist als die Saften von der Karschen sollen raus. Jetzt wollen wir reingießen die Herring Cherry Liqueur in der Barcelona Moscato. Und wir wollen halten in Sinn, dass für jeden Teil von der Cherry Liqueur wollen wir 4 Teilen von der Moscato. Also es soll nicht sein zu karschendick, es soll sein eine gute Balance. Das was wir wollen tun, beide von den Gläser. So sieht das, und wir wollen es umfüllen bis daher, ist ein Viertel wird sein, öfter bis dort. Und jetzt der Moscato. Wow, das sieht aus, als es geht. Wir können sehen, das Stückchen. Das sieht aus, geht. Und es ist die, was machen es mit Champagner anstatt der Moscato, aber man will es so sein, nicht so wie es ist. Ich habe lieber anzustecken es, als die, was wollen, können es mischen, wenn sie trinken es. Und als es soll aussehen, ein bisschen überpitzt, kann man sie geben. Ein Stück Pomeranz, also. Und so. Und ich habe gemacht gelockte Stückchen von der Schale für den Zitrin, was man kann aufstecken. Auf das stecken es. So. L'chaim. Der zweite Getränk
kann man machen oder heiß oder kalt. Aber ich habe lieb auf einen kalten Wintertag, sich zu warmen die Beine ein bisschen. Und ich meine, also das Getränk ist ein sehr guter Weg, es zu machen. Und es ist sehr pushig, man darf nur Milch in die neue Hering-Kaffeelikör. Also ich will reingießen eine Sachmilch. Wir wollen, als die Milch wird wachsen, wenn wir machen das schon, wird es werden auf der Toppel. Wir haben versichert, dass unser Top ist groß genug. Und jetzt warte ich, als es soll werden ein bisschen warm, fahre ich habe uns machen das schon. Also lassen wir probieren jetzt. Sie sehen, es ist warm genug. Ja, es ist. Jetzt mit der Schaummaschine wollen wir anheben und wir stellt es nicht durch, bis es in der Milch. Und wir mischen rein und rein. Wir wollen nicht, dass die Bubbeln sollen sein Ziehstiften, wir wollen, sie sollen sein weich. Lassen wir sehen, wie sie sehen das jetzt. Ja, noch ein bisschen. Der macht mir von der Tag, wenn ich gepflegt arbeite in einem Kaffeegeschäft wie ein Barista. Gut. Bei dem Getränk wollen die Proportionen sein, ein Teil von der Kaffeehering zu 2 Teilen von der Milch. Das heißt, 1/3, 2/3. Es spritzt. Und wie mit mir gelernt, wenn ich habe gearbeitet in den Kaffeegeschäften, gießt man, wenn man macht ein Latte, gießt man an die Milch und die Schaum und beim Sof legt man gelassenerheit ein bisschen Schaum von oben. Ist auch dann mit ihnen. Ich habe einen großen Löffel, also es soll halten die Schaum und es nicht rein. Lassen Sie uns sich kennen es tun. Danke so, Rukhl. So. Und ein bisschen Schaum von oben. Das ist eine Latte. Sehr schön. Ja. Das weiter so. Zwei Kaffee-Hering-Lattes. Is Ort haben wir great auf unser Hanukkah-Simcha. Wir haben die Latkes und die Punchkes und die Lechalach von der Punchkes und die kalte Getränk von der Cherry Herring und der heiße Getränk von der Kaffee-Hering. Und was wird an Latkes und Smetana in Äpfelkompott? Und für die von euch, was am lieb, Schokolade Hanukkah-Geld. Hey, Naftuli, komm mit Brave mit ins Hanukkah. Das ist mein Sie, Naftuli. Hi, Naftuli. Is, lass mal hinheben, ja? Heb an mit die Punchkes. Wow. Eve, so du etwas anders wegen die Punchkes. Was ist es? Das ist die Dinge. Dinge, das ist Eves eigenes Rezept. Sie machen Punchkes von Dinge. Wow. Heymishe Tab. Schmeckt Schenken für den? Ja, lass mal alle machen, alle Chaim. Ich will die kalte. Es ist ein langes Leben, ein glückliches Leben. Lass wir alle sein gesinnt und wir leben bis über ein Jahr. Nein. Das ist Amen. Na klar, ich hoffe, Sie hat eine Nuhe gehabt und kicken auf unser Hanukkah-Programm. Gedenkt, die Programm ist gewesen gestützt von Cherry Herring Likör. Seid gesinnt und esst gesinnte Heid.